Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert von der Hama Immobilien Zofingen. Seit 25 Jahren Kompetenz und Kundennah. Der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Hama Immobilien Zofingen. Seit 25 Jahren Kompetenz und Kundennah. hama.ch. Pericenter in Oftringen ist weit umeinander bekannt als Top-Adresse zum Einkaufen. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Im Moment wird dort gebaut und umgebaut, und zwar gewaltig. Für 48 Millionen Franken entstehen 20'000 Quadratmeter Einkaufsfläche und ein neues Hotel mit 80 Zimmern. Das Herz vom Pericenter ist der bekannte CEO Rudi Bügler. Er ist heute zu mir ins ZT-Studio gekommen. Ich freue mich sehr, mit ihm über die Bauerei zu reden. Herzlich willkommen, Herr Bügler. Danke, gut sehr. Bevor wir zum Pericenter und dieser Umbauerei gehen, interessiert mich Ihre persönliche Einkaufsgewohnheit. Wer macht Ihre Wochenendeinkäufe bei Ihnen daheim? Meine Frau. Ich poste ganz, ganz selten. Und wenn, poste ich gerade viel aufs Mal. Was muss bei Ihnen immer im Kühlschrank sein? Fleischkäse. Fleischkäse? ja. Und Sie sind jetzt 12 Jahre CEO vom Pericenter. In dieser Zeit haben sich ja die Internetriesen wie Amazon haben sich so gigantische Einkaufstempel, virtuellen Einkaufstempel entwickelt. Wie hat sich das Einkaufsverhalten aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren verändert, in der Zeit, wo Sie CEO sind? Ja, ich habe falsch gesagt, Sie sind seit 14 Jahren, nicht nur seit 12, gell? Genau, seit 14 Jahren. Ja, es ist natürlich nicht nur das Online dazugekommen, es ist auch der Auslandtourismus dazugekommen mit dem Einkaufen, und das ist gerade so viel für uns, wo da vom Kuchen weggeht. Und es ist natürlich das ganze Kundenverhalten sonst auch anders geworden. Also die Leute haben nicht mehr so viel Zeit zum Einkaufen, es muss schneller gehen, es muss bequemer sein. Und aber trotz allem stehen wir immer noch gut da, und es hat immer wieder viele Neue, die auch wieder kommen oder die das Zeug zurückschicken und gleich ins Einkaufszentrum kommen. Genau. Aber es ist ruppiger geworden, die Preise sind gesunken in den letzten Jahren, muss man auch sagen. Das Einkauf ist viel günstiger geworden. Und das heisst auch, dass man viel mehr verkaufen muss, für das man gleich viel hat. Und das vergisst man oft. Kaufen Sie selber im Internet ein? Nein. Gar nicht? Nein. Nicht einmal Kaffee oder Bücher oder Nein, so? Nein, sowieso nicht. Ja, da gibt es ja bei uns den Besten. Ja. Nein, es ist so, dass sowieso online würde ich jetzt höchstens einmal etwas, wo man da nicht überkommt. Würde ich vielleicht statt auf Deutschland fahren, würde ich das holen, aber bis jetzt bringe ich das nicht übers Herz. Im Moment sind Sie ja beim Pericenter massiv am Bauen. Ich habe es eingangs erwähnt, 48 Millionen werden investiert. Können Sie schildern, was läuft und was Sie dort das nächste Jahr wollen auftun und was für Kunden soll bereitstehen? Also es ist ja so, dass wir mal revitalisieren. Das heisst, der alte Teil wird neu gemacht, ist zum Teil schon fertig neu gemacht. Der hintere Teil ist neu, der Boden neu, die Decke neu, die Beleuchtung neu. Wir wollen das Einkaufszentrum natürlich nicht nur im neuen Teil super präsentieren, sondern auch den alten Teil. Dann ist die zweite Baustelle das Hotel, das wir vorne dran haben, und die zusätzliche Fläche, die dazukommt von 2000 Quadratmeter. Wir nehmen alle Läden, die wir auf der Galerie haben, runter. Wir haben nachher alle Läden auf einem Flur. Das macht es einfacher. Auf der Galerie gibt es nachher mehr Dienstleistungsbetrieb. Und die Restaurationen werden ebenfalls erneuert. Die Tankstelle haben wir schon abgerissen, die Weststraße ist schon versetzt worden. Das ist also alles zusammen neu. Und neu ziehen wir noch Fernwärme reinziehen von der Kirchverbrennung. Und das sind alles die verschiedenen Projekte. Und noch der Jumbo, wo wir jetzt in Copo und Hobby mit so einem Megastore verbinden, dass ich nachher direkt vom Megastore einbau und Hobby oder umgekehrt. Und das heisst kompakt, und das sind wir ebenfalls auch dran. Läuft alles wie geplant oder hat es böse Überraschungen gegeben? Nein, eigentlich nicht. Also, wir haben Glück gehabt mit dem Wetter.
Wir sind verschont geblieben von Baustopp. Wir haben guten Boden, also wir haben keine Überraschungen erlebt. Und wir sind mit dem GUTU sehr gut unterwegs. Und darum sind wir im Hotel 7 Wochen voraus. Das wird im Februar eröffnet. Die 2000 Quadratmeter von der Läden werden am 28. November dieses Jahr eröffnet. Ab Januar 2020 gibt es dann den Durchbruch vom alten in den neuen Teil. Und das ist dann die Herausforderung. Periscenter soll künftig das grösste Einkaufscenter in der Region werden. Wir haben vorhin die Internetkonkurrenz angesprochen. Die wird ja nicht weggehen. Sind Sie zuversichtlich, dass die Umsätze werden stimmen? Ja, wir haben ja auch ein Einkaufscenter, das es jetzt nicht mehr gibt. Und wir haben einen Haufen Brände, die also so eins? Ja, genau. Ich kann jetzt das nicht erwähnen. Aber das sind Brände, die zu uns runterkommen, die dort oben raus haben müssen. Dann ist es so, dass das Perizenter 47 Jahre alt ist, bestehend ist, Haufen Parkplätze hat, ein Kinderparadies hat, jetzt neue Restaurationen hat. Und das Perizenter ist ja, ich sage jetzt, wie ein Fels in der Brand. Oder? Der hat ja schon Haufen überstanden. Man hat in den 70er Jahren schon mal gesagt, wo der Lehner kam, ist, die Einkaufszentren werden sterben. Das Perizenter gibt es immer noch. Und es ist ja so, dass das Perizenter in den letzten 15 Jahren 60 Millionen investiert und hat die Aufträge in der Region vergeben. Also wir haben Haufen Leute, die bei uns bauen, die bei uns auch posten. Also die Leute wissen, wenn sie Geld ausgeben bei uns, kommt es auch wieder zurück. Also wir zahlen die Steuern zu Aarburg. Wir sind einer der besten Steuerzahler. Wir geben die Aufträge an den Handwerker in der Region. Und das verbindet. Und ich glaube, dass das schon auch ein Erfolgsrezept ist für die nächsten Jahre. Also auch ein Appell an die in der Region wohnen, aber ab und zu ein bisschen auf Deutschland gehen einkaufen oder im Internet einkaufen. Ja, das ist so. Wir Sie haben vielleicht einen Auftrag im Rahmen des Bau von einem Periscenter. Ja, und ich meine, die 300 Stellen, die wir bieten, zahlen wieder Steuern. Es gibt Arbeitsplätze, zahlen die AHV, Pensionskassen. Das ist nachhaltig und darum glauben wir daran. Ja. Jetzt wird ja eben der Coop-Bau und Hobby wird einziehen. Gleichzeitig kommt Bauhaus, ganz in die Nähe. Der Obi ist schon da. Ja. 3 Baumärkte. Da graben die sicher dann nicht das Wasser ab. Also. Ja, das werden wir dann eben sehen. Aber darum haben wir ja auch gehandelt. Also der Jumbo hat vorher 5500 Quadratmeter gehabt mit der Aussenfläche, 4600 Quadratmeter Innenfläche. Wir gehen auf 3500 runter. Darum heisst das Kompaktformat, oder? Weil wir der Überzeugung sind, dass wir in der Region oder zwar genug haben, aber unsere Kunden das sich gewöhnt sind, bei uns im Einkaufszentrum zu posten. Ich meine, der Jumbo war seit Jahren bei uns gewesen. Die Leute vermissen es. Das höre ich heute jeden Tag. Sie sind froh, wenn das wieder kommt. Und ich glaube, dass mit dem Bauhaus und dem Obi, das gibt einen Konkurrenzkampf. Und man wird dann sehen, was da passiert. Das ist immer schwierig. Es kann viel mehr Leute in die Region ziehen. Aber man muss auch sehen, die unterscheiden sich auch zum Teil. Oder? Also ich sage jetzt, unser Coop-Bau und Hobby, das sind nicht Handwerker, die dann eher wie im Bauhaus gehen posten. Dort sind es eher die Handwerker, die haben heute kein Warenlager mehr. Die gehen morgen an, holen seine Steckdosen oder seine Gipssachen und gehen arbeiten. Und am anderen Tag auch. Wir haben eine andere Kundenstruktur bei uns. Auf was haben Sie beim Konzipieren von dieser Einkaufsfläche besonders geachtet? Es ist ja besonders wichtig, dass die Kunden dann dort rein kommen und bleiben. Ja, also die Verweildauer wird immer wichtiger. Das heisst, unsere Gastronomie war überaltert, das haben wir gewusst. Das werden wir anpassen. Wir werden das Coop-Restaurant mit 800 Quadratmetern machen. Wir werden den Peri-Lounge machen. Das gibt ganz eine lässige Bar mit Leinwand und Events und Sachen, die bis zum Abend um 12 Uhr offen hat, am Freitag, Samstag bis zur Nacht um 2 Uhr. Dann haben wir auf den Mietermix geschaut, was fehlt uns. Und man muss ja auch die Entwicklung anschauen. Also es gibt immer viel länger ältere Leute. Da muss man auch wieder ein bisschen Läden haben, die das auch abdecken. Und das ist auch eine Stärke, dass wir haben nicht da etwas angestellt, was es nicht braucht, sondern wir tun wirklich das, was gesucht wird oder was wir gespürt haben in der Vergangenheit oder was gefehlt hat, wir ergänzen. Haben Sie denn so Vorbilder angeschaut im Inland und Ausland und so Killerkriterien quasi festgestellt, wo Sie sagen, die müssen wir unbedingt
Da müssen wir unbedingt auch hinkommen. Ja, wir sind auch in Frankfurt zum Beispiel mit dem Verwaltungsrat und sind dort schauen. Gewisse Sachen kann man übernehmen. Es ist natürlich sehr schwer. Wir sind da auf dem Land und wir sind nicht in einer Großstadt. Aber man kann gewisse Sachen kann man sicher anschauen. Und wir wollen ein bisschen urbaner wirken, auch im Eindruck. Zum Beispiel? Ja, gerade der Eingang nachher. Also es wird ganz eine andere Welt. Das wird einfach wirklich ein Wow-Effekt werden und nicht mehr so ein bisschen, wir haben jetzt so ein bisschen kleine Eingänge gehabt und so ein bisschen schmal alles und so. Also breite Luft, das muss einfach sein heute. Oder? Das ist, und Sie haben es erwähnt, der Restaurationsbetrieb wäre sehr wichtig sein, um die Leute zu holen und drinnen zu behalten. Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger, entscheidender Faktor. Und natürlich auch die Emotionen durch das. Oder? Also wenn Sie Events machen, Ausstellungen machen, auch in diesen Restaurants und Lokalen. Das Pericenter ist ein Treffpunkt. Früher hat es mehr Plätze gegeben. Der Dorfplatz, wo man sich getroffen hat. Heute ist es bei uns Einkaufszentrum, das Pericenter mit dem Kaffee und so, wo sich die Leute täglich treffen oder am Samstag immer treffen, wo man gesehen wird und sich sieht. Und darum ist es wichtig. Bei anderen Zentren sind die Meldungen so ein bisschen durchzogen bei diesen neuen. Ich denke zum Beispiel an die Mall of Switzerland. Wieso funktioniert die offensichtlich nicht so, wie man sich das wünscht hat, was man so liest und hört? Ja, das ist immer ein bisschen schwierig von außen. Ich sage halt immer, wir haben nicht etwas angestellt, was es nicht gebraucht hat. Oder? Also, wir haben genug Läden gehabt, oder? Und das Pericenter hat eben nicht das gemacht, sondern die haben immer angebaut, sondern immer das, was es braucht. Und nicht irgendwann einfach mal 40'000 Quadratmeter angestellt und da bin ich jetzt. Und dann dürfen wir eins nicht vergessen, die Mall of Switzerland, die ist vor 15 Jahren das erste Mal schon im Plan gewesen, und mit Bauverzögerungen und Widerstart hat es das verzögert. Und in dieser Zeit hat sich der Detailhandel massiv verändert. Und das ist so schwer, dass Sie, wenn Sie heute planen und erst in 15 Jahren anfangen zu bauen, wissen Sie gar nicht, ob es noch braucht oder nicht braucht. Oder? Und darum haben die sehr Schwierigkeiten. Aber ich bin überzeugt, dass die werden ein anderes Konzept auf die Beine stellen. Und dann wird halt das, wie jetzt zum Beispiel Stücke in Basel gibt, dann andere gibt es halt dann kein Einkaufszentrum, so. Vielleicht sind es halt dann Kinohändler oder Eventtempel oder was auch immer. Da muss man sicher Anpassungen machen, aber das haben sie ja gewusst, darum haben sie den obersten Stock bereits schon angepasst. Aber bei uns ist das etwas anderes. Etwas, wo Sie glauben, gefragt wird sein im Pericenter, ist das neue Hotel mit 80 Zimmern. Welche Gäste sollen dort absteigen? Ja, alle am liebsten. Alle, aber es ist natürlich so, also wir haben ja in der Vorabklärung, wo wir das gemacht haben, es hat verschiedene Projektgruppen gegeben, wieso sind wir überhaupt auf ein Hotel gekommen. Das ist ganz einfach, ich habe vorher in Künten gewohnt, bin 6 Jahre lang da gefahren und manchmal hat man halt übernachten und ich habe nie ein Hotel gefunden. Dann hat man sich am Morgen um 6 Uhr im Restaurant getroffen mit den Nachbarn gegenüber, der auch Handwerker hat, und die müssen die Leute bis auf uns schicken. Ich sagte, ja, dann bauen wir doch ein Hotel. Und so ist das eigentlich entstanden. Man hat dann aber nachher Arbeitsgruppen gemacht. Man hat dann die verschiedenen Firmen angegangen und hat geschaut, was haben die für Spesenreglemente. Also man will in der Region. Genau, man will sicher mal die Region abdecken von den Unternehmern. Wir wollen aber natürlich auch Zürich, Bern, Basel, die Achsen nutzen. Da gibt es in Köln jetzt dann gerade eine Messe mit Gär, wo wir Verträge machen. Und wir haben wahnsinnig viele Events. Also wenn Sie unsere Zeitungen anschauen, von Powerman, New Orleans und alles, was es gibt, da haben wir viel zu wenig Hotel. Und wir haben gerade letztes Jahr eine Anfrage gehabt, wo 60 Personen hätten untergebracht werden für ein Event in der Eventhalle. Wir haben ja bei uns noch ein Cinema auch. Und da hat es geheißen, sie können das Fest nicht machen da, weil es überall die Leute abgeben, wenn es nicht. Die wollen an einem Ort ihre Leute. Und darum glaube ich, ist es da. Wir haben auch Gewerbeausstellungen und wo. Was soll so ein Zimmer kosten, eine Übernachtung? Ja, ich will mich jetzt da nicht festlegen, aber ich sage, wir sind bei einem Zimmerpreis, sagt es 120 und 140 Franken pro Zimmer. Werden Sie selber mal übernachten? Ja, natürlich. Ja, wir werden eine Open-End-Phase machen. Wir werden am 1. Februar eröffnen. Das heisst, kurz vor der Weihnacht gibt uns die Innenarchitektur das Hotel ab. Dann gibt es so eine Open-End-Phase, wo wir die Eröffnung planen, und dann gibt es ein Probeschlafen. Also wir werden das Hotel füllen, 2 Wochen vorher, mit Gästen, die wir einladen. Und dort wird auch ich schlafen. Und dort schauen, ob alles funktioniert. Oder? Also, da kommen die Gäste auch Aufträge über. Also,
an der Rezeption fragen, wo geht der Bus an und wie komme ich jetzt zum Zahnarzt und all das Zeug. Und das wird hart getestet, dass wir dann auch bereit sind, wenn wir aufmachen. Nächste Frage, Sie haben Zeit für Ferien? Ja, ich gehe jetzt 1 Woche. Das ist nicht so viel. Das ist nicht so viel? Nein, es ist nicht so viel, aber ich könnte gar nicht ruhig schlafen, weil es ist jetzt jeden Tag anders. Also wir haben jetzt gerade gestern eine Phase gehabt, Parkplatzveränderung. Da müssen sie müssen jeden Tag dort sein und schauen, dass die Wege frei sind, dass der Kunde den Zugang hat, dass nicht irgendwo ein Plakat liegt, dass nicht irgendwo ein Lastwagen im Weg steht. Und es ist halt so, wenn der Chef nicht dort ist, dann tanzen die Mäuse. Und so muss man halt da sein. Gut, dann wünsche ich Ihnen dann auf jeden Fall eine sehr gute Ferienwoche. Ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Talk sind, Herr Bügler. Ich wünsche Ihnen weiter viel Glück bei diesem Projekt und dass es keine bösen Überraschungen gibt. Ja, danke, dass ich kommen konnte. Merci. Herzlichen Dank auch Ihnen fürs Zuschauen. Nächste Woche sind wir natürlich wieder da. Anderes Thema, anderer Gast. Machen Sie es gut. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden von der HAMA Immobilien Zofingen. Seit 25 Jahren Kompetenz und Kundennah. Der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da. Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner. Ganz persönlich. HAMA Immobilien Zofingen. Seit 25 Jahren Kompetenz und Kundennah. hama.ch